Voilà, schönen guten Mittag. Wir gesehen, dass die Situation substanziell besser ging, also noch Tendenz an die richtige Richtung gang ass an auch nach weiter geht der Tegen Trend wirklich nur innen, wann ich zum Beispiel Woche vergleichen, ihr wart neue Journaliere von Neuinfektionen hat man den 12. April noch man nach bei 203 Melaien bei der Woche vom 24. Mai op 70. Wann de Lastgeld von der letzte Woche bei rund 30.000 Tester bei Resident nach ursprünglich positiver Fond ginn. Das medisch war bei 7.200 Tester am Lastgeldtesting Gurke positiven dabei der Tisch da se aber kann Konklusion zeigen, dass man kontrolliert Situation hunn. Den der vu Göster die Zwillen die Haut kommuniziert gin Hummer 6.665 Tester die Gemerk gesinn, do sind 44 positiver die rauskommen sind das tote Positivität von 0,66%, aber die Situation auch an der Spitäler analysieren gesehen wir, dass man am Moment nach 16 Patienten op de Soin normalen hunn a 5 Patienten op den Soin intensiv, dat hecht nach eng bess or am Vergleich zu den anderen Deeg. D'Analyse vun de Klärenlären ginn och weiter an die rich Richtung, also bleiwen och gering. Den Todepositivité wann stehen zum Beispiel auch vergleich mat der Woche die ich noch geholt vom 12. April louch beim Todepositivité general bei 2,09%, die Leiit fir de 24. Mai op 0,81%. Wann ich d'Analyse auch machen vun den Alterskategorien gesäit den och, dass du zum Beispiel die Woche vom 15. Februar Lodi gefohlen de Todepositivité zum Beispiel an der Tranchtage iwwer 80% bei 1,2% Lauch läit an der Woche vom 24. Mai bei 0,1%, vu 7 bis 7 Schluch bei 1,3%, läit lo bei 0,1%, das 60 an 60 loch bei 1,2%, läit lo bei 0,3%, an tschen 50 an 50 Schlung bei 1,6%, an lo bei 0,6%. Dat heißt, das eng Diminution, die man gesinn an den Alterskategorie vun 1,2% am Februar, 1,4 am März, den 22. März, 1,1. April, 0,6. den 19. April, 0,2 den 3. Mai, 10. Mai 0,2, der 17. Mai 0,1 an lo die letzte Woche auch 0,1 für die Leute über 8% gesäiden, dass wirklich die Impfung auch wirklich wirkt und auch wirklich hilft, dass den Tu wirklich so niedrig wie möglich bleibt. Wenn wir bei den Vaccinationen justement kommen, dann dürfen wir auch nach einen Appell bei den Vaccinationen und zu Informationen sind haut d'Invitationioun rausgang, wo schon en Deel vun de Leiit bei 9,5 Joer invitéiert gesinn, dat hech mir komme wirklich Rof mir sinn ënner 40 am moment die invitéiert ginn mir no gefangen wie sie bei 9,5 Joer, die werden och an den nächsten Deeg verschickt nach weiter ginn fir weiter Rof zu goen. Bis den 1. Juni sind zu Lützeburg 413.000 Dosen Impfstoff geliefert ginn, dat sie wachsen fir am ganzen 210.560 Leute, die umsetzen als Pfizer 283.520, den Astra 7.200, der Moderne 32.400 und Johnson 13.000. Mir bis gestern rund eng 357.000 Impfungen können hier am Land machen. 232.400 Leute haben eine Erstdosis gekriegt, an 124.000 Impfungen nur noch Impfungen als Zweitdosis sind auch gemerkt. Das Haut van Zöllen, die ich mit Navitationen, die kommen sind, auch den ofenwerte Stimme werden wir auch die erste Keier Haut den Schiffer von über 8.000 Impfungen den Tag knacken. Die wisst, dass wir ja nach mehr Kapazitäten noch hatten mit den Zentren, die wir abgemerkt haben. Die Zölle haben wir jetzt ja für ein paar Wochen schon bekannt gemerkt. Wir haben den Vaccin, den auch eng denrée rare ist, nach immer eine Realität, dass das rare ist. Wir am Moment 37,12% von den Residenten oder 46,2% von den Leuten über 18 Jahre, die bis eine erste
Käier konnte geimpft gehen. Wir haben am Moment ein Usage von den Vaccinen, das heißt, all die, was du kommst, von 87%, die auch verspritzt gesehen, das heißt, die geliefert gesehen. Wir haben am Stock 56.000 Dosen, die am Stock sind. Am des Dose brauchen wir für rund 53.000 Impfungen, die an zweiter Administration, die bis den 9. Juni auch gemerkt sind. Das heißt, wir benutzen also die nächsten 7 Tage all die Vaccine, die wir am Stock auch haben. Die Ratio von den verimpften Dosen variiert. Die wissen, dass wir 75% auch als Basis geholt haben. Am Anfang 50%, loch mal lo an den letzten Wochen zwischen 82 und 92% für nachher die Legende, dass der Impfstoff stockiert wird und nicht benutzt wird, wirklich nicht der Realität entspricht. Mehr, das ist immer wichtig, vorsichtig zu sehen. Wir können uns nicht erlauben, dass ein Zweitdosis nicht garantiert gehen, weil wir Dosen alle Götte verspritzt hatten. Den Durchschnittsalter von der geimpften Leute liegt am Moment bei 50,35 Jahren. Wir haben 12 von den Lieferungen, die nach Werten kommen. Ich muss leider nicht konfirmieren, weil ich auch schon die letzte Woche der Maint gesagt habe, dass nach immer große Incertitude ging, auch bei den Lieferungen von Impfmaterial. So hat Pfizer als gestern mitgeteilt, dass die Lieferung von der nächsten Woche auch gekürzt wird. Johnson hat als mitgeteilt, dass die Europäische Union nicht die versprochene 55 Millionen Dosen für das zweite Trimester geliefert kriegt. Die Lieferungen an der EU leiden nur an einer fortschrittlichen Durchsetzung auf 34 Millionen Platz, die 55 Millionen, die du versprochen gehen wären. Für die Amendgesetz-Situation bei der provisionellen Lieferung für die Periode von Haut bis Ende Juni folgendermaßen aus. Wir müssen normalerweise nach 132.210 Dosen von Pfizer kriegen. Wir müssen bis zum 20. Juni 30.200 Dosen von AstraZeneca kriegen. Und wir müssen bis zum 15. Juli nach 36.000 Dosen auch von Moderna kriegen. Von Johnson wissen wir nicht, was könnt. Das Lieferungen, die nach müssen kommen, werden uns erlauben, 90.000 Leute können zu impfen. Da fehlen aber nach bis Juli auch Dosen oder bis Ende Juni Dosen nach von AstraZeneca an Johnson. Das heißt, wir könnten bis Anfang Juli rund 310.000 Leute geimpft haben. Was schuld ist, dass man den Moins-Value von für Lützeburg so am Juni eng Moins-Value zwischen 20.000 und 53.000 Dosen, das heißt, dass man konkret bald zwischen 50 und 55.000 Leute Männer können impfen, wie das wird viel gesehen auch war, dass die Männer an den freien Woche können geimpft gehen. Biselo, die wisst ja auch, dass man die Dose residuelle ja gemacht haben, wo wir ja auch wussten, dass wann mehr geimpft gehen, auch mehr Dose residuelle könnten übrig bleiben. Wir sind am Moment von Haut auf ein Total von 145 Leute, die auch konnten evitiert gehen bei den Dose residuellen. Von der AstraZenecas freiwilliger List hat man ja eng rund 34.000 Leute, die sich gemeldet haben. Es bleiben am Moment nach ungefähr 4.500 Leute zu invitieren. Das heißt, wir sind da auch gut weiterkommen. Wir sind also, wir können den Constat machen, dass wir allgemein gut stehen und dass wir auch dat wenn's den Impfungen, dat wenn's den Beholen mehr Wochen saisonal bedingt. Ich kann nicht so wie am Hirscht oder am Wanderwettlauf. Wir im Moment gesehen wir auf jeden Fall, dass wir positive Entwicklungen haben. Mit der falschste Message, die man heute könnte gehen, als Krise, als fertig, es gibt kein Corona mehr, und wir sind aus der Situation raus. Das wird die falschste Message, die in heute kennt so. Die sieht, dass wenn in den Globus von der Welt guckt, auf verschiedene Plätze auf der Welt, nächst sogar Couvre-feu kommen, also nicht nur Couvre-feu, mehr Lockdown kommen, auf der anderen Seite vom Globus. Die sieht, dass Großbritannien sich Sorge mischt, auch über die Zukunft wird mit den Varianten auch weitergeht. Dafür sind am Anfang nach viel Inkonuen Haut von verschiedenen Varianten, aber auch nach verschiedenen Leuten nach nicht vacciniert gesehen, aber auch ein komplizierter Verlauf gibt von der Krankheit, nicht nur bei älteren Leuten, wie auch bei jungen Leuten, auch mit Leuten ohne Erkrankungen. Die Message, Krise ist nicht fertig. Und wenn wir wollen aus der Krise herauskommen, ist die Impfung am Moment der Weg für herauszukommen. Das aber an Schmenge legitim, dass
normal an das méiglech mat der Situation, die man hunn mat den Zllen, die man hunn, die wisst du, dass die Echtpriorität die Regierung sich gin hat, kein Iwerlächtungen vun de Kapazitäten an de Spideler fir Reis wurt immer wichtig, das zu können prodigiert gin myn net fertigprcht, also ich packen Holse, dann hoffen, dass er doch so weiter geht, dass sie wirklich keine Iwerlächtung hatte mir so Leid aus dem Ausland matbrich an zu Gestern zu Paris, wo ich auch rappeliert krit hun, dass man 11 Patienten am ganzen aus Frankreich auch geholt hun, wat auch Solidarität beweist. Mir hun dofir de Moien am Regierungsrat auch eng Rutsch vun Prinzipien festgehalen, die auch freilich an eng Texte ugeholt gi, wo die nächste Regierungsrat Orasmologist Chamber auch informiert, die verschiedenen Dispositionen, die man giffen hullen. Et geht drums wirklich an ganz viele Bereiche mehr Normalität zu finden, am Alltag, am Leben, an Interaktionen, an et gin verschiedene Punkten, an dann man die ganz kurz zu resümieren. Verdient geht den Couvre-feu ganz abgehoben. Den as dann no am 12. Juni net mehr Realität heute zu Lützeburg an lofir ganz zu resümieren, wie man am Gesundheitsminister gesagt hat, 10 geht die neue Feier. Dat heescht, dass do wo och fir Drun Feuerwehr as lo zeng, dat heescht am privaten gezuelt, die am moment op Feuer limitiert war och op 10 Euro an ausfir Haushalt e méi wie 10 Leiit huet, dat heescht, dass den och dann dort zu Summe gif zielelen. Amerika war man schon von den Zeit des Schwarzen an Schulogist vom Couvre-feu geschwert, sind auch keine Sperrstunden nur 10 Uhr. Die wisst du, dass die auch bis Realität, weil das 10 Uhr Restaurant zugemacht und der Tisch die man normalerweise eng dann wie die Normalzeit ist auch dann zu. Und dann die anderen Etablissementer, dann hängt die Benutzer Autorisationen so hun. Die neue Zeng, die neue Feier so zeng, als auch dobausen, dann eng Realität, das heißt auf den Terrasse, wo der am Moment auch ohne Test könnt auf eng Terrasse gehen, könnt ihr das auch zu Zengleit auch machen, die sich dann können treffen. Die Banden am Restaurant werden bei den aktuellen Mesuren, also das ja für Feier, so wie das am Moment Situation noch ist, dass ein Restaurant ja zu Feier könnt an Test mischt, der Restaurateur 2 Optionen hat. Die erste Option ist, dass sie Dëcher vun Feuer behält. Und die Optionen zählen dann für den Service. Das heißt, für den ganzen Service, das Mittags oder Abends, das nicht, dass sie die eng Feuer an die anderen mehr wie Feuer. Wenn der Restaurateur decidiert, maximal Dëcher vu Feuer zu machen, brauche ich kein Tester mehr an seinem Etablissement gemacht zu gehen. Für das ganze Restaurant. Es geht nicht, dass sie in den Eck möchte, wo Tester gemerkt gehen, an den anderen Eck, wo kein Tester gemerkt gehen. Ich weiß auch, dass schon den Herr Mittelstandsminister Herr Dallas mit der Horeska schwätzt, für zu gucken, wie er das auch mehr visibel kann machen, welche Konditionen da sind, die auch an dem Restaurant sind. Der Restaurateur kann aber auch, ob das neue System vom Covid-Check umswitchen, an dem Fall zählen die Limiten nicht am Restaurant. Dann zählen die Limiten nicht mehr unter der Kondition, dass der Covid-Check auch gemacht wird. Was ist der Covid-Check? Der Covid-Check, das sind die Zertifikate, die man bis 3G, 4G, 5G oder das ist ein 3G+, weil das genesen, geimpft oder getestet. Tatsächlich, als den Covid-Check hört, gibt dann QR-Code, der QR-Code wird von dem Kontrolleur dann eben verifiziert, den dann ein grün Blut kriegt, wann an der Reihe ist, oder ein rot Blut kriegt, wann er nicht an der Reihe ist. Und der QR-Code wird dann gescannt. Wie ein Zertifikat gilt für den Covid-Check, man dann Gesundheitsminister wird mehr an Detail auch gehen, wie du genau die Regelung hast, mit das eigentlich getestet, dass der PCR, den Theolog schon am Moment gibt, die 72 Stunden auch gültig ist. Mais Nouveauté, weil auch die Neuen dezidiert tun, der das eben auch die Schnelltester oder die Autotester, die auch gemerkt gehen, aber bei den Schnelltester, Autotester, die zertifiziert sind, wo am Moment ein Delay op 24 Stunden war, gëtt verlängert op 40 Stunden. Wat och eng Nouveautéit oras op jeden Fall haifir zu Lützeburg. Bei geimpft, du wann den 2 Impfung krit huet oder bei Johnson engem Delay de Carence mit Madame Gesundheitsminister no och mehr erklären, die Leute, die geimpft sind, kreen och Meichkeet am Covid-Check
de geringe QR-Code zu hunn, wat och mengglech wichtig ass an den COVID die geringe Zertifikat gëtt net aus beim Johnson no enger Impfung. Mussen 2 Impfungen och gemach ginn. Dann gëtt bei Genesen och de QR-Code de gering ass an der Gesundheitsminister auch erklären, wie dat europäisch Niveau an noch als Lützeburg dann erkraft wird treten. De COVID-Check-System trifft aber nicht nur am 12. Juni fängt den an, trifft nicht nur den Horeca-Sektor, das wichtig nämlich zu unterscheiden, für den Einzelnen gilt, dass die keine App, das nicht, dass sie eine App hat, es hat einen QR-Code. Der QR-Code kriegt er ja auch an der zweiten Impfung vom Doktor, vom Herrn Firmier, kriegt er ja auch ein paar Bayer, wo der QR schon drauf ist. Bei Genesen, bei den Tester wird man dem Gesundheitsminister erklären, wie das auch geht. An der Tisch der QR-Code ist oder digital Handy oder, weil die kriegt er ja auch über den Magische oder über die Papaya-Version, die ihn dann auch hört. Schon ist just von denen 10 geschwärzt. Bei den Rassemblementen gibt es auch keine Restriktionen bis 10 Leute. Zwischen 10 und 50 Leute bei Rassemblementen zählt die 2 Meter Distanz an die Maske. Außer der Covid-Check-Zertifikat. Covid-Check als nächstes ein Jahr erlaubt, Dispensen zu tun von den Mesuren von 2 Meter oder von den Masken. Bei 51 bis 300 Leuten, das heißt, du hast auch nicht eine Ouvertüre gemacht, dass ich bis 300 Leute etwas zelebrieren. Ich denke an Hochzeiten, ich denke an Möglichkeiten aus dem ganzen eventuellen Bereich, die im Moment nicht organisieren kann. Das heißt, dass ich am Sommer auch sagen kann, organisieren bis 300 Leute mit Sitzen, mit Maske oder mit der Distanz von 2 Meter oder mit dem Covid-Check. Das heißt, die Leute, die getestet, genesen oder geimpft sind, an der Witte, die also eine von den 3 Konditionen erfüllt, brauchen nicht die 2 Meter, brauchen nicht Maske und brauchen auch nicht zu sitzen. Das heißt auch, wenn ich das so sage, dass ab dem 13. Juni zu Lützeburg auch ein neuen nicht etwas Neues abgeht, mehr etwas wird so was Neues abgeht, dass auch Nutzleben, wo dann die Möglichkeit gibt, durch den Covid-Check auch Neues in Depart am Nutzleben zu tun, mit der Limit von den 300 Leuten an nicht drüber. Da gibt es noch eine Möglichkeit für über 300 Leute Evenementen zu organisieren, aber das sind Konzepte, die dann auch validiert gehen durch die Santé. Am Sport bis 10 auch keine Restriktionen, über 10 Leute, das sind entweder 2 Meter oder Maske oder der Covid-Check. Und das muss dann auch das Santé notifiziert gehen. Das Prinzip vom Covid-Check wird Santé auch informiert, weil es keine Kontrolle gemacht. Es geht nicht nur, dass man Covid-Check machen, es gibt noch Kontrolle gemacht. Das heißt, stehen, die will beim Covid-Check können derogieren zum generellen Prinzip, muss das dann auch das Santé notifizieren. Sportveranstaltung bis 300, als wie bei den Rassemblementen, also 2 Meter plus Distanz plus am Sitzen, außer auch der Covid-Check gemacht, was auch mit dem Konzept sanitär erlaubt, dass bis auf 2000 kann auch bei Manifestationen durch Spektateuren auch empfangen. Auch an der Kultur dieselben Regeln, die auch zählen, das heißt, man Covid-Check, dass ihn du auch neue Ouvertüren kann kreieren. Beim Commerz, da sind die Regeln von den 1 Person pro 10 Meter Carré wird aufgeschärft, Bannen am Commerz bleibt Maske auch obligatoire. Auch an der Grand Surface aber Verbot für Ziersen, wenn man Restaurant noch Bannen abholen, da ist auch nicht schiedwerin, mit der Sucht Erlaubnis, dann ist, wir können da Bannen auch Ziersen. Aber wenn ihn auf Plätzen ist, die zu sehen, das am Commerz, das auch am öffentlichen Transport, als Maske nach immer obligatorisch. Wir sind uns auch bewusst, dass am Moment eine Kategorie von Leuten gibt, die noch keine Möglichkeit hatten, für geimpft zu gehen. Wir haben fakultativ kann ihn ab 30 Jahren geimpft gehen, bis 55 zum Beispiel mit AstraZeneca. Ich habe nicht viel gesagt, dass ich bis 39 an 39,5, das schmeckt zwischen 2, 3, 4 an 39,5, die Lo rausgeht oder nichts rausgeht, ist, dass man weiter raufgehen. Wir wollen auch für die Leute, die zwischen 6 Jahren, und das eben auch ganz oft international eine Obligation, wir können, dass ihnen das
muss einen Test tun. Das auch Menschkeit kriegt, dass all persönlichen Sex an 30 Jahre Bon kriegt für an der Large-Scale-Testing auch können gratis getestet gehen. Wir wissen, dass die nächsten Wochen am Main die sind, wo auch viele Leute werden sich deplacieren, wo viele Leute können profitieren am Anfang von der Impfung, aber eine Kategorie von Leuten, die am Moment noch nicht konnten geimpft gehen. Wir meinen, dass es doch wichtig ist, um denen zu denken, an ihnen Menschheit zu gehen, nicht nach müssen das Surcoût von einem Covid-Test können zu machen, wie von anderen Leuten, die ihnen dann eben durch die Impfung gratis haben. Wir haben noch neben all diese Punkte zum Covid, weil indirekt auch beim Covid liegt, als Verlängerung von den Eden von der Klasse Moyenne dezidiert, der Regierungsrat hat auch dezidiert, dass 2 Eden-Regime an der Klasse Moyenne im 4. Mai, das heißt bis Oktober 21 verlängert gehen, das ist non couvert an der Relance. Wir sind hier an einer klarer Logik von einem Phasing-out, das heißt, sie nehmen nach der weiterhin stark von der Pandemie touchiert Sektor, die auch eligibel sind, das für allem der Sektor an der Eureka noch der Sektor vom Evenementiell, weil die fängt an, aber nach mit Limitationen, die auch festgehalten sind, und noch die Intensität von Ede wird noch innen angepasst, das wäre so dann einer Logik von Phasing out. Für das in den betroffenen Betrieben de we an eng Normalität vereinfacht gött, ohne aber dass Betriebe direkt von Haut op Mu all wäsch geholle krit, weil man wissen, dass die Situation auch nach do kompliziert ist. An der Minister Dallas wird auch an den nächsten Tag eine Pressekonferenz machen, wo mehr an Detail kann gehen. Also Resümee von den Decisionen, die man der Chambre gibt soumettieren, als mehr Normalität. Das nicht ein Fett, dass man so das alles fertig, es gibt kein Problem mehr, der Virus ist fort. Nein, es sind mehr Freiheiten, aber auch Responsabilität. Auch Responsabilität. Denn der Choix, auch von einem Etablissement, dass wenn in der Meinung ist, ich will lieber mit 4 ohne Test, was das Spaß, wenn ich will einer, dass du den Covid-Check-System selbstverständlich kann noch feiern, das wichtig, dass den Klient auch Vertrauen hat auf der Platz, wo geht. Schön ich auch gesucht, weil da eine große Änderung ist, auch dass den Minister Dallas Mataoreska schon durch eine Diskussion hat und eben auch die nächste Tag gebraucht gehen, für Martinen zu gucken, wie die Visibilität von der Sache auch an einer Vitrine, weil kann ich auch nicht sehen, dass das Restaurant zum Beispiel mit ist, wo man eine Stunde in eine Pause hat, wir können eine Minute Jour zu holen, zum Beispiel die Feier Leute zu machen, weil ein Test, so man eine Viertelstunde verliert, wie dass ich dann zum Beispiel sieht, es kann ich mich größer machen, und dann aber mit dem Covid-Check, das muss machen. Das ist für uns wichtig, dass der Message auch durchkommt, dass getestet, genesen, geimpft, nicht kumulativ sind, dass der dient oder dass der danert, das kein verpflichtet an dem Land. Es gibt keine Obligation der Vaccination an diesem Land. Das aber den einfachste System am Anfang für den geringen QR-Code können zu kreieren mit den Alternativen. Die Alternativen haben wir auch für von dem Antigen ob einer Stunde facilitiert für die Alternativen. Wir sind noch weiter an den Diskussionen und Gesundheitsminister hat gestern nach Rendezvous mit den europäischen Kollegen, für das wirklich auch zu einer Vakanz reibungslos sollte verlaufen, für das Eisen Covid-Check auch dat gëtt mat den Opeschländer noch mat den anderen europäischen Länder am Fong pardon mit die nächst Normalität für die nächsten Maint werd auch sinn fir können eben die Ouvertüren auch können zu garantieren, weil die Garantie sind noch Garantie für die Äner. Das ein Garantie für ich mit der so ein Garantie für die Äner an das Schritte, die man gemacht haben, menglich sind wichtige Schritte, sind Schritte, die vielleicht noch mit Konditionen gebunden sind, mir ein Gefühl zu gehen, dass sie einfach kann machen, wie wenn der Virus fort wird, menglich wie wirklich nicht das richtig. Weil er schon ein bisschen lang, aber Madame Gesundheitsminister. Merci. Ja, gute Mittag alle guten. Wir sind natürlich froh, heute können die dort Mitteilungen zu machen. Denn die Defi, die wir als Kinder hatten, war aufzuwarten, ob die Situation wirklich an dem Trend bleibt, den sich angezeichnet hat. Die war die letzten Wochen, das ist klar der Fall. Meine Zahlen schwätzen für sich, wir haben wirklich rückläufige Infektionszahlen. Wir haben das
bestätigt sich durch den R-Wert den inner Null als schon über paar Wochen. Das weist wirklich, dass man zurücklaufen mit einer Tode Positivität, eine ganz niedrig ist mittlerweile. Auf allem, und das ist wichtig, mit nur eine Rückläufigkeit im Niveau von der Spidola, das wird ein bisschen gebraucht, der in der Kant wird, mit das aber entre-temps, klar, Männer Admissionen, hat gesagt, den Zule wirklich Rover auf den Intensivbetter. Und das ist am Anfang die Situation, die wir gerne hätten, für wirklich können dann neue Schritte zu gehen. Wir sind wie immer bemüht, am Anfang ein Maximum auf Freiheit zu gehen, noch wirklich alle Moyen anzusetzen, die neu zur Verfügung sind. Das werden die neuen Covid-Checken sind, die man können machen, und noch breit an den Ansatz bringen. Weitmäßig Freiheiten dann trotzdem aber gucken, dass man Minimumgarantien hun. Da sind wir nach wie vor auf Schiedverein angewiesen. Es gibt kein System, den sich selber dreht, das ganz steht aufhält, dummer da das Leute machen, dass uns die Restriktionen, die bleiben, die Obligationen, die sie wirklich auch respektieren. Wir werden nicht können neben all Restaurant, neben all Stuhle Polizist setzen. Es baut ganz viel auf Vertrauen ob wir haben Engreimmechanismen, die wir spielen dürfen, und das auch nach kritischer Zeit, der wird nicht vergessen. Pandemie ass net River se nach immer do, wenn man international Novelle gucke den noch ganz urcht mat der konfrontiert mun Chance, dat het ha stabel als reklefech also mit Pandemie ass nach net River an den große Fragezeichen, das immer Bemol an enger Situation an der das zu diesem Zeitpunkt wirklich die indisch Variant, die wisst, dass de aufhängt méi zo zu holen nach verschiedene Länder auch bei Jais, dat klo ass als dat se méi schnell als andere Menke, das mir eng schnell Variant op mi pathogen als mi schlimm am Krankheitsverlauf dat Wesinn haut nach eben dat Fragezeichen wat man hun, dat muss ich observieren, die wat die nächste Wochen wie immer vu Woche zu Woche bisschen méi rundrum gewur mit das resümiere wo leider ist groß wurscht, dann dat wat reserviert, da ist die indisch Variante as mi schnell an aller Logik mis doch der Löser dominant gehen, wir wissen nach net zu 100% Wetze als reserviert. Dafür eben nach Vorsichtsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt an Dach aber ganz viele neue Freiheiten in Ambition du wirklich ein Modell zu lancieren, den Remenker seg egen Art huet dann Hoffnung ass, dat sech no engem Mo rausstellt, dass dat alles so klappt, wie man reiset erwarten, dat wir dann de Go fir iwwer de Summer auch wirklich rassuriert zu sinn. Ganz vieles huet mat dem neuen Covid-Check eben zu dienen, den noch op europäischem Plan ugestrift ass dat Reglement wat dat firgesäit, dass in eng gewissen Unerkennung huetechte Länder werden mat 1. Juli erkraft treten, do no en Delay nach den Länder hun fir umzusetzen, hun Ambition echtter Preze sinn ausgesagt, miss man dat hikreien fir der Krafttreten vun dem nächsten Gesetz. Skifleisch ein just von der Gelegenheit profitiere, weil ganz viele Diskussionen am Detail rund um die Zertifikaten sind. Du sind noch nach bis gestern Morgen nach Gesprächer gelaufen, weit méiglech wirklich salinieren op europäischem Plan. Grundidee aus déi, dat se ein Zertifikat krit a verschiedenen Fällen eben den fälschungssicher ass, das ganz wichtig. Wir schwätzen heim mat Schriftstecker, die en gewisse Sicherheit solle gin an sind vun den echten Zieler, dat se ein standardisiert Dokument huet, wenn en gewisse Sicherheit huet, weil de QR-Code huet, den net kann einfach gefälscht gin. Weil eng groch am Moment dat ganz steht erfällt auch mat der Ehrlichkeit vun de Leute, dat sich wirklich Regeln halen an net Fudeln. Dat mist méi einfach gi man weg mat den neue Zertifikaten schaffen, die gesicherten QR-Code hunn. Dann huet de Zertifikat eng Reihe standardisiert Informationen, die huet die lesbar sinn an den einzelnen Länder an minimal Standard muss garantiert gi man die Interoperabilität das wann iwwer Grenz gin, wann mein Zertifikat och do benutzen an unerkannt kreen, da muss man eng Reihe minimal Garantien setzen, an de hummer lo weitgehend proposieren man de lo schon bei afflesen zu setzen zu lassen. Wir hun Wa aufhängen wat versteht den drinnner wann ich geimpft sind. Das Zertifikat, dass ich geimpft sind, brauche ich echtens nicht unzufroen, die werden automatisch kreen über Direktion de la Santé. Wir hun die Donne Jo an Leute werden dat dann auch kreen. Dat ist ein Zertifikat, den entweder Papaier huet oder digital op mein Gische engem Messpass personell wird den aufgelut gin. Du hast wie schon erklärt gin QR-Code drop, den da kann von dem den kontrolliert, wo gin aufgelesen gin an dementsprechend angestuft gehen. Wie eng Wachsen kommen du auf froh, du hast den minimalen Standard den Viergesen aus am Reglement, dass das man die Wachsen konsideieren, die von der EMA zugelassen, von der Europäischen Medikamentenagenz. Du
kann ihn auch nach einer Wachsen unerkennen, da das eng Liste englisch die von der WHO provisorisch festgehalten ging, kann ihn eventuell auch Wachsen unerkennen, die von anderen Memberstädten bei sich rein national zugelost sind und kann ihn noch bilateral Akkorde fanden mit anderen Drittstaaten zum Beispiel. Da wo stand gestern nach kein gemeinsamen Linien wirklich erkenntlich auf europäische Plan, dass wir als Staat proposieren das Zertifikat, ein Impfzertifikat zu beschränken, ob die Wachsen, die von der Europäischen Medikamentenagenz zugelassen sind, das sind noch die Mehrheit am Umgang und am Ersatz haben. Dann könnte froh wenig Geld den als geimpft. Da als einen großen Konsens, den sich weist, dass sie seht, als geimpft, wir unterscheiden zwei Situationen. Den, dass man den Impfstoff aus den zweimal verofricht wird, und als im Prinzip Datum von der zweiten Impfung, ab dem der selber gilt den als geimpft. Also aber nur ein Impfstoff, wo ihn just eng Dosis kriegt wie den Johnson am Moment, dann könnt nach ein Delay de Carence drauf, der Tischtoreschen den 14 D vorbei, weil der Körper eine Zeit braucht, den aufhängt, auf den Impfstoff zu reagieren. Das Tisch bei enger Dosis, wenn ich einen Impfstoff kriege, wo just eng Dosis ist, dann gilt ich als geimpft. 14 D no der Impfung, wann et en ass den 2 Dose verlangt, dann ass ab dem Dach, woch die Zzweet krit hun direkt gëllnech als geimpft. Und da könnt nei dabei, dat ass eng neii Kategorie, wo noch als geimpft gëlt, die hat mir bis dato nach net he am Land eng Rei Mombarstaaten 100 schon am wetten als du och Dr alignieren, dat das an dem Fall, wo schon enker COVID hat, wann et in de lechte 6 Main, also een positive PCR-Test hat, dann sind ich nur enger Impfung schon fertig geimpft. Das heißt, das sind neuen Cas de figure von kompletter Impfung für Leute, die zurückgeguckt an den letzten 6 Monaten positiv waren, über den PCR-Test, nicht den Schnelltest, über den PCR-Test. Die sind ab der ersten Impfung güllen sie als geimpft. Plus aber den Delay von 14 Tagen, für das du da just eng Impfung hast, die gibt. Das ist keine Zweitimpfung, wir sind an der Hypothese von enger Spritz an du könnt dann die 14 Dich dabei. Das etwas wat Melo och werden selber ausstellen. Wir hun die Donne in alle guten das Lo als Herausforderung dat bei zu bringen für den Leute, die konzerniert sind im Moment von der Entrée en vigueur vom Gesetz für ihnen auch wirklich die Zertifikat dann zukommen zu lassen. Dann den dritte Zertifikat, das wenn die sind nicht geheilt, das den geheilt, das heißt, ich hatte eigentlich schon die Covid und ich gehe davon aus, dass ich eine Immunität abgebaut habe. Da gibt es über die Reglementen relativ klaren Mindeststandards, dass auch den wir proposieren, umzuholen. Da sind wir sich dann auch direkt konform mit dem, was gefordert ist. Ich gehe als geheilt, da ist auch der Point de départ, also positive PCR-Test, dann also in 11 Stunden ab 11 Stunden also konsideriert, dass geheilt ist. Und das gilt dann für 6 Monate a partir von dem PCR-Test. Das ist der Point de départ als der positive PCR-Test. Ab dem 11. Tag gilt nicht als geimpft. Und das Ganze gilt 180 Tage, also dann von 6 Monate ab dem PCR-Test. Das ist das Maximum, den man kann holen als Staat Niveau vom Reglement für eben nur die Unerkennung zu holen. Und das auch das wird gelten. Da ist es so, dass auch das wird automatisch kriegt, dass so gekoppelt und PCR-Test können wir also auch automatisch ausstellen. Und dem darf das kein größer Switch sein. Da könnt den Testzertifikat, da sind noch ganz viele, diese verschiedene Länder erkennen den Schnelltest noch nicht und wir haben die Option, dass auch schon, was die EU geht, also als getestet gilt, den an 2 Kategorien, das ist das, wenn ich einen PCR-Test habe, den ist dann 72 Stunden gültig, das tun wir auch heute schon. Für den Schnelltest, den zertifizierten Schnelltest, sind nicht neuerdings dann 40 Stunden, wo sie viele Diskussionen gewesen, das war auch von den Punkten, wo viele Diskussionen zwischen dem Europaparlament an der Kommission waren, wo vom Parlament in anderem eben 24 Stunden angestrebt war, dass das mir auch bis lo hat, dass aber gestern eine Rekommandation kommt von Seite von der Kommission, dass sie sich soll an Europa auf die Erde 40 alignieren. Wie gesagt, viele Diskussionen, wir haben Decisionen noch geholt, dass Meister Werten alignieren auf Erde 40, dass man da auf Fall dem Opruf gerecht gehen, den die Gericht gemacht gehen als Länder sind aber frei für das bei sich anstufen, wie sie das für richtig fanden. Das heißt den Zertifikat, dass ich getestet sind, den 3. G
PCR, den dann 72 Stunden gültig ist, oder ein zertifizierter Schnelltest, den 40 Stunden wird gültig sein. Das ist das, was wir heute schon kennen, einen zertifizierten Schnelltest, den eben am Moment just nach 24 Stunden gültig ist. Könnt eng Nuance dabei, das eine kleine Komplikation, die beikennt. Wir sind auf nationalem Plan haben wir uns ganz breit aufgestellt für die Zertifikation von den Schnelltester, weil man das wirklich favorisieren. Das können noch Beamten zertifizieren, die agréiert sind vom Direktor von der Santé. Das wird aber nicht gut für die Interoperabilität. Das heißt, du könnt eine Zusatzprozedur dabei, wenn ihr sich spezifisch wollt, im Schnelltest-Zertifikat bedingen für ein Ausland, dann also mir ein Enkelkreis und Personen, die können zertifizieren. Wir werden aber am Detail natürlich darüber kommunizieren. Das muss aufgrund vom Reglement dann professionell de Santé sein, das ist ein bisschen mehr restriktiv, den europäischen Kader, dass man da muss eine extra Demarche en place setzen, für dann auch da dann so ein Zertifikat zu kriegen. Und wir müssen dann von unserer Seite aus sicherstellen, dass das von denen Leuten zertifiziert, dass die auch unerkannt sind um Niveau von dem Reglement, den dann voraussichtlich für den 1. Juli wird Kraft treten. Wie kriegt ihr das Zertifikat, das sind getestet ist beim PCR auch automatisch, beim Schnelltest, also die Nationalprozeduren, wie du musst dann eben, wenn man die extra Prozedur machen für ein Zertifikat zu kriegen mit dem QR-Code drauf, mir alles das wird voraussichtlich auch en place sein mit der Entrée en vigueur von dem nächsten Gesetz. Donieft an dofir schwatzen mir vun engem 3G+ eigentlich, wenn man von dem COVID-Check schwatzen behalen mat Mlechkeet bei, das schon erwähnt, gifir awer nach op der Platz einen Autotest zu machen, sind an Zweck vom Autotest op der Platz, als das Person selber mischt mir das wirklich dann op der Platz mischt, das am Fogol den in Rolle ist an Restaurant sich kann vergewissern, dass die Person, die du kennt, dat auch selber gemerkt wird, und dass der doch wirklich negativ was geht. Das eng Mlechkeet, die man wolle beibehalen, die fällt aber net an den Scope von dem europäischen Reglement. Der Tisch das etwas, was man auf nationalem Terrain können weiter benutzen. Wissen natürlich, dass immer mehr Leute werden der Zertifikaten haben, wenn sie bis geimpft sind, wenn sie PCR oder sie geheilt sind. Das wird mehr einfach machen. Aber subsidiarisch bleibt immer noch die Möglichkeit von dem Autotest sur place, den Person selber muss man in dem Moment, wo sie da ist, an den sie dann nicht kann, den hat keine Durée de Validité, an dem Sinn, den kann ich nicht dann oben benutzen für ein anderes Restaurant. Viele Mechanismen, die durch das schon gesagt gehen, daheim, wie gesagt, das die neu feiert bis zu 10 Gast eben unter den selben Rahmenbedingungen, wie man sie bis lo hatten. Auch da gibt es gerne ein rappelieren Mati Autotester gerade von der daheim auf Besuch geht, das nach wie vor so, die wird da drin am Rapport hebdomadär gesehen. Die Leute stechen sich an der Regel daheim und am Familienkreis beide Freunden. Es ist also extrem wichtig, dass die Schnelltester, die da wirklich guter Disposition und die wir der Arbeit an der Abtik zu kaufen kriegt, benutzt, gerade von der privaten NRW sieht, wenn der erste geht bei Freunden, wo keine obligatorisch Regeln, sie können mir nicht empfehlen, dass trotzdem die Schnelltester macht. Das kann nicht schulden, dass ein zusätzlicher dann geht es letztendlich alle Guten darum, schnellstmöglich rauszukommen aus der ganzen Pandemie. Dafür den ganzen Orika, ich meine, das gesagt ging auf den Terrassen, das am Prinzip schon von 10, ohne speziell Testobligation und dann eben das Bannenregime, die neue Alternative, die wir haben, wo entweder eben Bannendischer von Feier sie, wie man schon enker kann tun, zu einem freien Zeitpunkt während der Pandemie, mit Discher, die eine gewisse Distanz, und das wird nicht ändern, das sind dieselben Bestimmungen, wie man sie heute schon kann tun, eben Discher von Feier mit 1,5 Meter Distanz, mit Sitzpflicht und so weiter. Oder aber, und das ist dann der Schwach vom Restaurateur, kann sein Etablissement COVID-Check-Etablissement machen, da könnt ihr just ran an Etablissement von den von denen 3 Zertifikate vierweisen oder à l'entrée dann den Autotest mischt, dem Moment natürlich en direkt, wenn ihr könnt, dem Moment gilt bannen dann keine Restriktionen mehr. Das ist ein Schwach. Das bedeutet aber natürlich, dass effektiv ab der Entrée en vigueur von dem heutigen Gesetz ein ganz anderes Stadtbild wird tun, wenn die dort eine Option geholt wird, dann haben wir am Funktionament bei dem Restaurant, wie wir
an ganz normalen Zeiten hun Kondition ass dass eben à l'entrée den Check ass, dass der doch muss kontrolliert gehen. Dafür as wichtig wissen erwähnt war dat ass net genehmigungspflichtig an dem Sinn bis zu 300 Leute, wenn man volle fördere mit muss mat gedeelt gin. Wir können net kontrollieren, wenn man net wissen, wo die Optionen geholgi sind. Dat gilt sowohl für de Restaurant wie auch für Evenementer, wo den Organisateur auch wannen die dort Optionen hält für sein Evenement, dat natürlich muss irgendwo mat deelen, hätte man am Detail am Gesetz nach festschreiben. Wir brauchen eng Basis für können kontrollieren zu gehen. Essentiell ist, dass die Leute sich daran erhalten. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir sind keine Polizeistelle in dem Sinn, wo wir überall auf alle Ecken von denen hinstellen, den alles kontrolliert. Mit Kontrolle sind noch Strafen drauf, als strafbar, wenn etwas fälscht, wenn etwas vertäuscht. Das fällt an den Bereich vom Strafrecht. Und das muss auch kontrolliert gehen. Dafür ist effektiv wichtig, dass man die Option geholt wird, dass man eine Vue haben, wo so geholt ist, dass ich noch kann, gegebenenfalls kontrollieren gehen. Dann vielleicht nach paar Details zu den Rassemblement, dat generelle Regeln sie gesot gehen, also mit eng Neustaffelung bis zu 10 keine spezifische Regeln außer der Empfehlung natürlich für Seite von der Sonde sich im Zweifelsfall immer so ein Autotest zu machen, das kann nie schaden. Von 11 bis 50 dann als Regel 2 Meter an Maske, also keine Sitzpflicht, das erlaubt bis zu 50 Leute eben am Stehen können zusammenzubringen, von 50 bis 300, das ist die klassische Regel, wie man sie heute kennen, bis zu 150, das ist das der Plafond verdoppelt, das ist dann 2 Meter Distanz sitzen mit Maske. Das sind die Normalregeln als Alternativ für den do wie schon so die Möglichkeit den Covid-Check zu machen, dadurch dann mat zu delen, für das kann kontrolliert gehen. An dem Moment, dass dann das Evenement wirklich frei von Restriktionen wie an ganz normalen Zeiten. Am Commerz hast auch schon gesagt, die enge Restriktionen die wäsch fallen, dass die Metercarries-Beschränkungen an der Grenze zu erfassen, die man geholt und zu einem Zeitpunkt, wo die Situation wirklich viel mehr alarmant war, an auch das Verbot vom Essen an der Garen Bannen von den Abkaufszentren, das war zu einem Zeitpunkt, wo man viel mehr alertiert wäre, wie das lo ist, das nicht lo, an dem Sinn nicht mehr als Proportionalität an uns nicht mehr gewährt. Dann noch vielleicht mehr spezifisch für die Aktivität musikal, da hat man ja ein spezifisches Regime oder haben wir ein spezifisches Regime Haut. Auch da bleibt ein spezifisches Regime Haut, also so, dass bis zu 10 Leute können zusammen Musik machen mit einer Distanz von 2 Metern am Sitzen. Die Limit wird auf 50 geholt gehen, das heißt bis zu 50 Leute können mit der Distanz von 2 Metern zusammen Musik machen. Ab da gilt natürlich auch dann ist das normale Prinzip wie bei allen Rassemblementen, wenn das will, dann kann das zusammenkommen so organisieren, dass es mit einem Covid-Chat verbunden ist, das muss dann notifiziert sein, für das kann kontrolliert gehen. An dem Moment kann bis zu 300 Leute abgehen und da spielen keine Restriktionen mehr. Also das mit dem Covid-Check ist eine ganz Reihe Freiheiten natürlich verbunden. Am Gegenzug muss man Kenntnisse, wo die Evenementer sind, muss ich können sicherstellen, für allem, dass das D'entrée klar aufgedeelt ist, dass das proper auflebt, dass nicht kann gefuddelt gehen, weil das wäre fatal dem Nouveau. Dann an den Sportaktivitäten an derselbe Logik auch bis zu 10 Leute kann der Sport zusammen machen, ohne weitere Restriktionen. Auch hier meint die Empfehlung, wenn der zu 10 Sport macht, also ein Autotest nie vermut will. Das wäre bis zu 4 Leute. Dann, wenn es über 10 Leute rausgeht, könnt auch eine kleine Neuerung, die wir proposieren. Und zwar war das bis zu also war das 2 Meter Distanz, die müssen observiert gehen und bei den Infrastrukturen eine Meter-Carrés-Regel 1 auf 10 Meter Carré. Ob der Infrastruktur bleibt die Regel wie sie ist, auch an der Piscinen. Par contre, gibt man eine Option zusätzlich, über 10 Leute die Sport zusammen machen, während 2 Meter oder Maske. Du könnt auch froh für Wertmärkten am Anfang Maske da nicht mehr envisagiert. Das ist aber so, dass bei der Aktivität der Kulturphysik da fehlen in anderen Bahnen-Spielplätzen drin, so Hopszentren und so Sachen. Und da ist es ganz schwierig, die Distanz von 2 Meter zu respektieren. Und dafür hast du die Möglichkeit von der Maske als Alternativ zu den 2 Meter. Und dann auch hier, denke ich, ganz wichtig, auch am Sportbereich, als die Möglichkeit, da zusammenkommen, den Evenement unter den Covid-Check zu setzen, wenn in das Modell dann so organisiert, dass wirklich all die Leute, die teilholen, entweder geimpft oder getestet oder geheilt sind, oder es wird einen Autotest gemacht und den dann negativ ist, da kann das ohne weitere Restriktionen funktionieren.
bei den Duschen per Analogie selbe Duschen der Westjahre gibt noch op 10 Personen opgoen, die du können am Normalfall zu summe sinn, wann der ein COVID-Check-Evenement ist, dann gibt auch die Restriktionen an aller Logik fallen und dann das mengenech vergiss gehen zu erwähnen, aber ganz wichtig ist, dass Leute ganz viel interessiert, wenn man an einem COVID-Check-Setting sind, dann bewegen wir uns ohne Restriktionen, ich muss keine Maske mehr und können normal tanzen mit nicht schwatzen, da kann man selbstverständlich auch nicht essen und trinken. Weil das Problem beim Essen und Trinken bei den Aktivitäten der Restauration Accessoire war ja, dass eben die Maske ausgedauert und die Gestbarriere gebracht wird. Wenn wir auf die Gestbarriere verzichten, dann kann ich selbstverständlich auch an so einem Kontext nicht essen und Getränke tun, aber just an dem Kontext. Das ist die Aktivität der Restauration Accessoire, bewerten am Klartext, voilà, die gehen just, wenn wir am Covid-Check-Modus sind, wenn wir den normalen Event tun, so bis 300 Leute, wo in der kann auf 2 Meter sitzen mit Maske, du hast das noch nicht der Fall, weil du hast die Gestbarriere justement eben den zählt, den Sicherheit gibt, und da will man nicht, dass die Leute dann anfangen, die Maske auszuziehen. Dann hatte ich mal noch abgeschrieben, ob ich noch vergisst habe. Du hast es auch abgeschrieben. Voilà, ja. Wir machen einerseits eine Reihe Freiheiten op, die sieht, dass wir auf dem heute wirklich vieles möglich machen in einer normalen Umständen. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt mit einem Risiko verbunden, weil wir das Fragezeichen haben auf dem indischen Variant. Das ist ein Moment, wo wir wissen, dass wir Risiko haben. Und dafür wollen wir parallel verschärfte Schutzmaßnahmen ansetzen, wo die besonders vulnerable Leute sind. Das ist an den Alters, an den Pflegeheimen und das ist an den Spitälern. Das ist eine Diskussion, die da kennt, die ist auch an der Chambre schon geführt, wo wir werden, während dem Moment High, wo wir wirklich mehr Freiheiten gehen, wo wir viel werden ausprobieren, werden wir verstärkt parallel, wo die Leute sind, die vielleicht von der Immunität hier nicht so stark sind, auch sogar wenn sie geimpft sind, eher Leute, die vielleicht Männer stärken oder in der Regel Männer stärken Impfschutz wie Jungleute. Da geben wir das, was wir am Moment über Ordonnance haben, nämlich eine Verpflichtung für sich zu testen, wann es rangeht. Das werden wir an Gesetz proposieren anzuschreiben. Das heißt, Visiteuren oder Leute, die punktuell an den Alters- oder Pflegeheim rangehen, die müssen sich testen. Das wird selbst auch für die Spitäler gelten, vielleicht für die Reino zu holen. Der Scope wäre einerseits Alters- und Pflegeheimer noch Réseau de soins à domicile, das ist da, wo die älteren pflegebedürftigen Leute sind, auch Leute aus dem Handicap-Sektor. Und andererseits, wir sind an der Logik am Anfang, wir werden erkennen vom Cordon sanitaire an den Etablissement hospitalier, das sind all die Strukturen, die in das Spidolsgesetz fallen. An den Etablissement hospitalier haben wir auch per Definition Leute, die vielleicht von der Immunität hier wirklich geschwächt sind, die mehr auffällig sind. Auf denen beiden Plätzen werden wir eine neue Regel vorgesehen, und zwar eben die obligatorischen Schnelltest oder einen Covid-Check. Das ist am Anfang dasselbe. Ich denke, dass der Covid-Check mit dem 3G+, entweder von den 3 Zertifikaten kann ich vorweisen, oder möchte den Schnelltest zur Platz von denen rangeht. Das für die Leute, die auf Visit kommen, die auf Besuch kommen oder die punktuell rankommen, das kann für Sous-Traitants sind und so weiter, wir werden das noch detaillieren am Text. Du hast das Prinzip. Und dann ist es beim Personal, was du schaffst, egal welche Statut, die am Anfang fest zu dem Etablissement gehören, auch Covid-Check, das heißt von den 3 Zertifikaten können vorweisen, oder wenigstens 2-mal fort den Otto-Test machen, aber verpflichtend. Das ist am Anfang eine Verschärfung von Regeln, weil wir irgendwo immer einen Ausgleich müssen haben. Wir akzeptieren ein gewisses Risiko mit der Normalität, die wir gehen. Das Risiko ist ganz stark tributär vom Serieux von den Leuten. Das mit Abklären verbunden ist extrem wichtig, wenn wir das heute wollen, zu einem Succès machen, dass wir die Regeln holen. Das ist wirklich all einzelnen Teil von der Lesung. Es kann nicht mehr funktionieren, weil jeder sich daran hält. Und das wird man uns erwarten, dass das total klappt, dass wir sehen, dass es Leute motiviert, dass wir immens viel Normalität dafür können sichern. Das ist am Anfang als Ambition, dass wir mit ganz großen Schritten in Richtung Normalität werden können gehen. Und dann als ein Seeldanz op Zeit, weil das ist, mein Gesamtimpfung wirkt, und das ist Seeldanz op Zeit, mit all Wochen, die vergeht, und man mehr Leute geimpft, geht die Situation mehr stabil, und man hat ein bisschen Chance, dass den indischen Variant, den hat einen neuen Namen gekriegt, wie ist denn den Delta? Was Delta? Oder gar nee, irgendeinen anderen Namen gekriegt, aber für den indischen Variant, wie im Moment noch bekannt ist. Wir wünschen uns, dass den einfach nicht mehr schneller ist und Leute nicht doch nach mir krank möchte.
Dat wäre ein neuer Moment, wo man vielleicht müssen alles überdenken, nach immer keine so Information, die bestätigt, dass das, was lo am Fongol zu wünschen bleibt, dass das so klappt, dass wir all drin halen und dass das Courage gibt, für dann den letzten Teil von der Strecke zusammenzupacken. Just nach paar Präzisionen, die echt als bis wenig, das heißt bis der 15. Juli giffen die Mesuren, die man lo hun zielen, dann eng zweite wie ich gesagt, QR-Code, den die QR-Code als Lützburg kann präsentieren bei den Etablissementen, besteht nach immer die Möglichkeit vom Autotest sur place, weil das wird nicht eng von den anderen Konditionen, die Autotest sur place. Dasselbe zählt nur für den Covid-Check. Wir kriegen jetzt vorgestellt, ganz viele Leute, die reisen wollen. Die wisst du, dass nationale Dispositionen können geholt geben für verschiedene Länder. Verschiedene Länder können zum Beispiel frohen, die van der Fortfuhr von Lützeburg aus sehen keine Konditionen an den Covid-Check, das geht den, wo der dann auch ohne Problem könnt auf Lützeburg reisen. Ohne Problem. Der Fakt ist aber, das meiste, dass er wo am Land sieht, dass den aber Konditionen setzt oder die Flugkompanie für die überhaupt an den Flieger zu sitzen. Das heißt, das wann der Luxe fliegt, da wissen, dass der Covid-Check eng Möglichkeit, dass wir können zu fliehen, aber wenn der eng einer Gesellschaft holt, die Regeln für einen Flieger zu klammen können von denen fixiert gehen, an noch Länder, just für zu präzisieren, nicht, dass ich lo wenn ich den Covid-Check brauche, überhaupt nicht mehr, das möchte, dass verschiedene Länder verschiedene Restriktionen gehen, für überhaupt an den Flughafen oder an den Flieger dürfen zu klammen, just für das auch zu sagen. Dann schon ich später noch gesagt, dass wir uns bewusst sind, dass die 6- bis 30-Jährigen noch überhaupt keine Chance hatten, für Geimpfte auch zu gehen, und total exklusiv, das heißt, die kriegen einen Bon, aber mit dem Bon können sie an die Laboratoire gehen, das heißt, den Bon, den sie kriegen E-Bon, E-Bon kriegen sie, wo sie dann können auch die PCR machen, den sie, wenn sie die brauchen, für irgendwo können zu reisen, die dann auch gratis ist, und dann am Laboratoire de l'Orchois den auch können machen. Danach just eine Präzision, weil wir das auch de Morgen diskutiert tun, an den Schulklassen wird die Maske weiter bleiben, an der Schulklasse, mehr am Schulhaft, wo auch am Moment das wo Schüler vielleicht dabei sind noch an der frischer Luft auch sind wird keine Obligation de Maske mehr sind am Schulhaft mehr an der Schulklasse bleibt eine Obligation de Maske. Und dann habe ich gesehen, dass man am gesundheitsmäßig auch etwas vergessen hat. Ja, das ist auch nicht unerheblich, wenn man bis dokumentiert tun, dass man geimpft sind, dann noch wirklich Kriterien davon haben, über das Zertifikat, ist sie geimpft oder sie geheilt, dann also auch keine Quarantäne mehr. Im Prinzip, die wird müssen gemerkt gehen. Das ist auch ein wichtiges neues Element. Da wird nicht noch im Detail präzisieren am Text, aber die Grundidee ist, für in die Richtung zu gehen, dass Leute, die geimpft sind, geheilt sind, am Prinzip nicht mehr Quarantäne machen. Voilà, tu lo viel was du nicht. Guten Morgen, Thomas vom Tageblatt. Die erste Frage wäre in Bezug auf den Bon für Leute zwischen 36 Jahren. Ist das für ein Keier an der Zeit, bis sie geimpft sind, oder ist der Bon mehrfach verwendbar für so ein ich habe ein getestet, ich habe mich nächste Woche testen lassen, für das auch dauerhaft aufrechtzuerhalten? De Bit as also am Large-Scale-Testing sind auch gleich ja schon gerufen gehen, die auch man wie 30 Jahre hatten. Das ist schon den echte Faktor. Der Fakt ist, dass wir aber wissen, dass die Leute noch keine Chancen hatten, sich überhaupt nicht Eurobank freiwillig schlecht zu sitzen. Dafür ist gedacht, dass man die nächste Woche nicht mehr gehen, weil man aber auch als bewusst sind, dass ein Gritsch vielleicht an Vakanz will führen, dass sie einen Bon kriegen oder das doch schwer, dass nicht, dass die Banden 2 Wochen muss gemerkt gehen, das heißt, den Bon doch eine lange Durée de Validité, wo sie da können auch an den Laboratoire gehen, de leur choix, für dann auch eben PCR-Test können zu machen, für das sie nicht 50, 60, 80 oder 90 Euro, das hängt ja dann immer auf, wen Tester da will machen, schon muss bezahlen, wo andere Leute Möglichkeit kriegen, am Anfang gratis geimpft zu gehen. Okay, also ein Keier-Ersatz. Ja. Okay. Dann froh, weil du die löscht mit AstraZeneca aufgeschafft hast von den Freiwilligen. Hast dann eine Überlegung dafür, sie vielleicht nur einen abzumachen für bis 20-Jährige?
Das sind Diskussionen, die man nächste Woche werden noch feiern. Schön ich just viel noch mitgedeckt, dass man so viel Incertitude bei den Lieferungen haben, dass ich auch Konfirmationen werden, das Woche ob Lieferung von AstraZeneca, schon da bei Johnson groß ankündigen, dass sie die Limitationen ab 30 auch festgehalten gesehen, dass die Diskussion, die ich gerne nächste Woche habe, anspreche ich auch nicht zu verstoppen, dass man auch gerne den Avis von der Kommission Nationale d'Ethik an all diese Sachen auch wollen da an der Diskussion mit englobieren, an Diskussionen wir nächste Woche gelöst für du wirklich die eng an die anderen Etappen, die an einer Impfstrategie dann auch Konsequenzen schon können zu tranchieren. Okay, dann eng froh zu dem Covid-Check. Ich kann nur konkret Beispiel, dass eine Infirmiersschülerin, die zu Breslau studiert, für Infirmier zu gehen, durch auf der Covid-Station geschafft hat, zu Breslau Impfung gekriegt wird, kann sie mit ihrem Zertifikat für Breslau hinkommen und dann ihre Covid-Check registrieren lassen. Geht das? Also Debüt as gut, dass die Belschen Covid-Check normalerweise auch zu Lützburg gültig wäre, das ist ja Debüt von der Interoperabilität mit meinem Sohn. Wie Sie also zum Beispiel nicht an der Belsch als nicht am Register National dran. Das heißt, Sie sind an der Belsch nicht gemeldet. Geht da trotzdem für dann Plötzburg zu kommen, sondern ich bin an der Belsch geimpft, gehen schon heim ein QR-Code aus der Belsch. Geht das? Das ist der Sens von der Interoperabilität, dass der QR-Code eben über eine europäische Plattform lesbar ist an all den EU-Staaten. Okay, super. Der QR-Code, das ist dem mit allen Handy auslesbar. Also kann ich mit meinem Handy den... Ja, ich meine schon, das ist normal, den liest den mit dem Fotoapparat und dann hat den eben eine Applikation, also den kontrollieren muss, wird das eine Applikation, die auch normal die gratis auflötbar ist, für das dann zu erkennen. Okay. Der Cordon sanitaire, wo du gesagt hast, du gehst Regeln ein bisschen mehr streng, geht da doch für häusliche Pflege, denkst du? Sind die auch daran englobiert? Ja. Okay. Und dann eng froh, wir gehen, das sind ja alle so Öffnungen, die man ein bisschen an Wehr legen, wir hoffen, dass es besser wird. Dadurch, dass wir die Harmonisierung machen, die auf einem EU-Level durch die Covid-Check geht, sind wir dann nicht auch gewisserweise bei einem Point of No Return, falls es darum nicht schlimm geht, und mussten eine europäische Lösung finden. Nicht, dass die eigentlich so bei uns gilt, der Covid-Check nachher mehr so, nee, das funktioniert nicht mehr. Das steht schon am Text dran. Ja, das sind zwei Sachen. Das heißt wirklich Dokument, das interoperiert, das ist ein Dokument, das nur eine harmonisierte Art und Weise erstellt, das lesbar ist, weil durch Sicherheit gibt punkto Fälschungen, wie ein Recht, da wir da verbunden sind, das ist Nationalkompetenz. Okay. Wir gehen in dem Sinn relativ weit an dem Modell, den wir proposieren, dass wir mit dem Covid-Check losgelöst von Regeln bis 300, das ist spezifisch Lützeburgisch. Mit geht darum, dass in ein Dokument wird einfach so erstellt ist, dass dann den einzelnen EU-Staaten lesbar ist, dass du mit wirklich ein großes Risiko von Es steht alle Konklusionen vom Conseil européen, vom Parlament européen, dass wirklich die Situation epidemiologisch an einem Land ermöglicht, einem Land auch nationale Dispositionen an neue Restriktionen können zu dezidieren. Okay, da soll ich vielmals merci. Und wir sollen das vielmals gern geschieht. Moyenne Joseph Gaulier, Fonds Essentiel, Schnellfreund. Donc la première, pour les personnes qui refuseraient toujours le vaccin malgré les incitations, est-ce que vous garantiez que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y ait toujours de possibilités d'avoir des tests gratuits via le dépistage à grande échelle? Deuxième question, l'alcool sur la voie publique. Est-ce que l'interdiction va sauter également à la prochaine loi Covid? La réponse est oui. D'accord, ben voilà, c'est vraiment assez rapide. Et troisième question, est-ce qu'il existe à ce jour une perspective de réouverture pour le secteur boîte de nuit? Merci. Je l'ai Thomas Fiedrun darüber diskutiert, dass den Horeca-Milieu, das heißt den Débit de Boisson, da fallen auch die Etablissementen aus dem Nutzleben dran, die auch Derogationen normalerweise für mich spät auch können abzusehen, dass die mit der Kondition vom Covid-Check unlimitiert op 300. Ich will doch schüss daran erinnern, ne? Dass 300 Limitationen, außer sie hatten ein extra Gesundheitskonzept, wo sie da froh für 2000 können zu gehen. Aber das soll mal was Evenement exceptionelles sein, und das soll nicht all der Fall sein, als Limitation op 300 an den Covid-Check. Das sind die zwei Konditionen, für können auch dann nächste Nutzleben abzumachen. Den Horeca-Sektor wird selbst behandelt.
an fir die echt froh dat wo déi vum Testen mir hu zu Lützeburg schon immer Meichkeet vum Antigenik, dat hicht vum Autotest, wo joch an so noch de Gemenge Merci die DW matgang sinn fir den Bierger dat och können ze offrieren, da se do Schnelltester ka zertifiieren, die lob Äder 4 Stunden ginn, wann en enert Land desideiert, dat een PCR braucht fir ranzeresen ass net Steuerzueller dofir opzukommen, do wann den Autotest ass, wann den zertifizierten Autotest ass oder einer Sachen, da kann ich net offrieren. Wir können awer och net lo, wat lo schon de Fall ass wat Leiit gerne an Vakanz gin, dass am Fong de Staat fir alles bezielt. Mir sinn als aber bewusst, dass eng extra Situationun gëtt am moment fir déi vu 6 bis 30, weil sinn exklu an die so och Meigkeet kreieren, aber man déi Depense net zu hunn, die anderen Leute daneben offriert kreieren, an dem se Meigkeet fir kënne geimpft ze gin. schon resertel hun eng froh Dit gesoten gewinn Dokument op mei Giche fannen. Dat Teech kommen déi automatisch op mei Giche muss se ufroen an Donnoer die App die schenkje dann Govcheck der Notzeche vu Win as déi disponibel. Also wann alles gut geht, as fir d'entrée en vigueur do. Ja, dat so wie geplant ass an Dokumente breder net unzufroen, dat krit automatisch entweder am Papaier, wann dat gen am Papaier het oder dat gëtt deposéiert, do wäre mes pass personell Giche, wo dat kann drofluden wie aner Dokumente och, die dat do schon haut drop hut. Aber ich da richtig verstanden hun vum 30 nun brauche och kein Test mit zu machen, wann en am Ausland war méi wie 27 Stunden an können den Zreck an den von denen 3 Das richtig, ja. Sind dieselbechte Kriterien. Okay. An wie der Testerlo Manner gehen wie also net Test Dimpfungen Manner gi wie er hofft, gëtt et eventuell Prioritisierung und da bleibt dat nach Next Woche. Next Woche. Merci. Weil Tank Doro man geliefert kriegt Leute verspricht, man nicht geliefert kriegt. Ich musste ganz genau den Ist-Zustand kann Lieferung wird wirklich fest gehalten hinaus an der Welt mal wat nächste Woche anderen gesehen, weil man das bis fast gehalten. Ganz Jacques Radio 10,7 ich wollte froh wen gene kann den QR-Code generieren. Dat gëtt iwwer d Centre Informatik generiert. Gëtt myn die Daten jo zentral bei vun de Leute geimpft sinn och vun den Testen, die positiv Testresultate gi mat gedeelt und Santé, also wann der Direktion de la Santé als d'Autorité sanitaire die responsable, also man dat am Partnerariat mam Centre Informatik wie lo och schon den Impfzertifikat in der Krit, die gëtt vun hinnen generiert. Dat an der Optik wann sto zertifiiert den Test iwwer Prozedur sie muss dat iwwer die Prozedure machen die Bayier zentralisiert sinn. Da wollte ich noch froh fir wat den COVID-Check-System net einfach generalisiert gëtt, fir watt nach aner Optionen gëtt oni de COVID-Check zum Beispiel an der Gastronomie, dat verkompliceéiert jo awer die ganz Affaire bësselchen. Du net méi Harmonie méi ensche System méi einfach. Kan jo Lei doch mat Schnelltester lo oni COVID-Check an den Restaurant Strich verstehen. Dat ass den 3G Plus, die man zu Lützeburg hun, wo man effektiv die Möglichkeit immer noch zusätzlich beibehalen, dass man den Zertifikat vergisst, kann immer noch Schnelltest zur Platz machen oder hue den Vergis unzufroen da eng Zusatzmöglichkeit, die man so beihalen für einfach maximale Menüskarte und Tester zu hun. Aber muss der COVID-Check aber hun. Nee, das entweder oder den COVID also von den 3 Zertifikaten an der den net tut also immer nach Mensch geht so wie haut aus dass er surplas den Schnelltest macht gleichgestaltet DDK-QR-Code kann auch immer den Autotest surplas machen, den aber One-Shot ass den erlaubt an dem Etablissement wo ich auch surplas gemacht hun an net doheem an net fotografiiert an den ich surplas gemacht und erlaubt man d'entrée an dem Etablissement, wo ich dann die selbstrecht hun wie die Leute, die de COVID-Check hun. Wann der just auch erlaubt, das auch do wirklich wichtig ein zu rappelieren
den Autotest für Plaza ist wichtig, dass der dem Moment selber aus das wo am effikassesten ich mein, net für Leute zu pengen geht iwwer den Autotest wie Leute rauszufiltern, die infektiös sind und dat soll so Zeit no wie möglich sind, wo op die Wand geht. Dafür sind die Autotester, die selber möchte wirklich schon so geduld, dass der soll op der Platz gemerk gehen. Ich will den Spiel von dir was oder den Moralapostel wir kriegen regelmäßig schmatt gedeelt, dass auf verschiedene Plätze Schnelltester dann gehale gehen und dann oder die Leute dann gesagt kriegen, die braucht keinen zu machen, dass beim PCR-Test PDFen zirkulieren, wo ihn dann über Adopse dran Wurstelle gehen und dann verfälschen. Wann die Regeln da sind, als für Protektion vom Konsument, vom Bürger und vom Personal. Wann die Situation sich dramatisch verschlechtert, dann haben wir nichts gewonnen. Die Tester sie gemerkt, wie die Situation sich weiter stabil und verbessert und nicht verschlechtert. Wenn die Regeln da sind, ist es eben auch ein Gest von Solidarität. Aber wenn ihr denkt, nee, bei mir braucht er keinen Test, bei mir braucht er überhaupt nichts zu respektieren, aber bei mir kriegt er auch noch einen anderen Test, bringt weder dem Personal nach dem Klient die Sicherheit, die man aber wirklich am Moment braucht, wo wir an einer Situation sind, wo es nach verschiedenen Inkonuen gehen. Es wird schuld, wenn wir am Anfang selbst verschießen und dann nur verschiedene Fermetüren nicht machen. Das ist wirklich was wir nicht wollen. Wir sind in einer Phase, an einem Phasing-out von Mesuren. Aber ich kann nicht, wie ich viel gesagt habe, nach Inkonuen. Und das ist penal. Ich will da just daran erinnern, dass vor ass wann en e falsch Dokument präsentiert, dat se vor wann ich es ernst das benutzen am Numm vun eng Männeren, ich will just daran erinnern. An du stehen streng Sanktionen drauf, an du soll den dummer der Europassen an bewusst iwwer dat wo Konsequenz kann man zu springen. Ich bin froh beim Covid-Check, wann du den Status von dem Betroffenen sich ändert. Also das was man so in 4 oder 6 Monate erkrankt und dann mich spät geimpft, geht das dann auch adaptiert. Das am Hongol so berechen dann der Zeit ab dem Test wurde dem eine gewisse Gültigkeit und dann verfällt das auch. Ja, da sind wir so viele Menschen weit. Bis du hinaus muss man sehen, da muss ich gegebenenfalls dann neue Release davon am Moment sind das die Kriterien, die eben noch am Reglement festgehalten sind. Wir wissen, kann ich nach Haut nicht so, was das bedeutet, über die 6 Monate raus, das ist nochmal die kurz für die Modropun. Englächt vor zum Impfstoffe AstraZeneca gëtt den immer just o Leiit iwwer 55 Joer verabbricht oder gëtt den Orlo normaler gesagt fir Mi hunn zu Lützeburg nee Mi hunn zu Lützeburg ënner 55 Joer as Rekommandaioun fir net ze benutzen a vun Drisse also wo den Text den vum CSMI zurückbehalt gin ass die Propos am zu Lützeburg op freiwilliger Basis zwischen 30 a 55 die Meichkeet ginn fir Zuul nach enkreier just zu soulignieren hat man am ganzen eng ich meine 34.000 Leute die sich gemeldet hun fir mat AstraZeneca 34.000 Leute die ich gemeldet hun an du sind dann nach just 4.500 der Tisch mir hunn 20.500 Leute die aber schon durch die Freiwilligkeit an du sie Leute es sind an dem Alter gewicht wo so bisschen Hybrid war ich hat doch lo anderen Impfstoff kriegt mir fir leiteschen 30 auf 35 oder vielleicht die wirklich viel Zeit gewonnen für Locken geimpft zu gehen an die get just benutzt für iwwer 55 oder für die freiwillige Basis die nach weiter funktioniert. Okay, wir merken gerade die Figur von den 51-Jährigen, den AstraZeneca kriegt und den Schnitt gemeldet hat, dann dafür war das dann ein Fehler. Also das ist eine froh die viel Gestalt hinaus soll so sind, dass die Leute an den normalen Circuit kommen für invitiert zu gehen. Ich weiß, dass das im Moment nicht geklappt wird, das Mist aber rektifiiert gewirrscht sind. Schon lo keine Meldung mir kriegt das nicht aus mir sech war dat eng freiwillige Geschicht in den du net gegangen ass hat eigentlich auch missen op der normaler Schiene kontaktiert ginn an dat mist auch rektifiiert sinn sinn die du nach keine Invitation krit hun hunn der fall mir der Mann sollen sich melden op der Hotline schon eng AstraZeneca krit dann die zweet war das ich kann muss in am Einzelnen gucken. Merci. David macht für de quotidien hu doch de Moelo schon drüber geschwar wat de Wachser vun de Kammer belangt, dass er op nächste Woche verlösch wieder gesot huet. Nächste Woche dann okay. An den Daltersmoyen vun Impfungen genannt mir doch den Totalisation die löscht
Also ich gehe nicht sogar den Taux d'Adhesion pro Alter, weil den Hünnisch auch Heimat geholt. Den Taux d'Adhesion leidt am Moment den höchsten Taux d'Adhesion, den wir haben, wo bei den Leuten über 80 Jahre, da liegen bei 83,7%, zwischen 75 und 79 bei 82,6%, zwischen 70 und 74 bei 78,9%, bei 65 bis 69 bei 79,1%, bei 60 bis 64 bei 76,5, bei 55 bis 59 bei 74,5, aber bei 50 bis 54 bei 71,7. Das heißt, geht ruf. Nicht aufgeschlossen, die zwei Lächte. Die zwei Lächte sind erstens nicht aufgeschlossen, und zweitens sind wir noch immer über 70%. Fett ist, dass wir auch Leute haben, die genesen sind, natürlich, die sind auch nicht geimpft gehen, weil die auch krank waren. Und wir wissen, dass wir aber eine gewisse Zahl von Leuten hatten, die auch positiv waren. Natürlich, die fallen auch da nach drinnen. Wenn man rauskommen, kann ich wirklich nicht mehr rekommandieren, sich impfen zu lassen, wenn man eine Invitation kriegt.